Den DJ Alessio ass e jonke motivéierten DJ. Haie klenge Porträt. Ich sind den Alessio Monaco, auch bekannt als DJ Alessio. Und sind der Ursprung von Supporting. Und ja, ich mache Musik. Es hat alles angefangen, wo ich am Ende 12 war. Du wolltest für Christ aus so einer Loopstation, das war eine Beatbox, das hat sich immer wiederholt. Und da hat meine Mama einen DJ-Pool gekauft. Und dann habe ich auch auf YouTube angefangen, ein bisschen zu gucken. Und dann sind ich auch da gekommen, dass ich auch selber Musik machen kann. Und ich habe ein paar Tutorials davon angeguckt. Und ja, da sind ich da drüber gekommen. Willst du in der Zukunft vielleicht DJ gehen? Also, wenn ich auch die Möglichkeit habe, professionellen DJ zu gehen, zum Beispiel auch auf mehr große Bühnen aufzulegen, oder, ja, dann will ich mir das schon vorstellen können. Als ich meine Schule mal fertig bis 3 Jahre. Und dann habe ich mich überlegt, auf Amsterdam da so eine extra DJ-Schule, wo ich noch lehrt, Musik zu produzieren, dann Döner studieren zu gehen. Und dann, wie weiß, vielleicht könnt ihr etwas raus. Von meinen Eltern kriege ich die volle Unterstützung von ihnen, weil sie auch gesehen, dass ich etwas kann. Aber am Anfang war es ein bisschen so, naja, nicht so gut. Sie setzen sich auch drin, also weil ich auch besser machen und ja. Also am Tag hängt davon ab, wie lange ich unter Musik sitze. Hängt auch davon ab, wie die Kreativität ist. Heinst du 20 Minuten, kann aber auch 3 Stunden dauern. Also schon noch gesehen, du hast einen YouTube-Kanal? Ja, schon einen YouTube-Kanal und es war auch ein bisschen schwer, den aufzubauen. Das heißt, ich bin seit 3 Jahren am Garnen. Also ich bin schon froh mit meinen Abonnenten und alles die Unterstützung, die ich auch kriege von den Leuten. Aber es wird auch Arbeit gekostet. Dazu ein Video beigetragen, wo umfangen Memes, wo ich einfach remixed habe. Das heißt, das hat 2,6 Millionen Aufrufe auf YouTube. Und dadurch habe ich auch 18.500 Abonnenten. Ich kann noch buchen als DJ für Geburtstag oder andere Manifestationen. Ich war auch schon auf der Cocktailschreier aktiv, an Koppers war ich auch schon. Mein Traum ist, denke ja, auf einer großen Bühne wie zum Beispiel Tomorrowland oder so, aufzulegen, für die Leute einfach meine Musik zu weisen, dass sie lauschen und dann ein bisschen Party machen.